Hallo, Hallöchen, hier bei Banished auf meinem Kanal Troll King mein Name und es geht gleich los. Wir starten ein neues Spiel, den Namen habe ich schon bereits eingegeben. Troll Town wird es sein und das sind unsere Startkonditionen und ich würde sagen, los geht's. Mein Ziel ist es im ersten Jahr gleich mal ziemlich auf Essensbeschaffung zu gehen, denn Essen ist so ziemlich das Wichtigste in diesem Spiel. Ich habe ein privates Spiel am Laufen, da hatte ich gut 150.000 Einheiten an Essen und ja, habe dann ein paar Häuser gebaut, so 20, 30 und dann ging es vielleicht etwa 10 Minuten und die ersten fingen an zu sterben wegen Hunger. Also der Tod in diesem Spiel kommt verdammt schnell und ziemlich erbarmungslos. Wenn es mal angefangen hat, hat man fast keine Zeit mehr, um zu reagieren. Es geht dann verdammt schnell bergab. Die Arbeiter werden an allen Ecken und Enden fehlen und bevor man es sich versieht, sind alle tot. Also gleich zu Anfang hier einen Jäger und einen Sammler. Hier gleich dem Jäger gegenüber. Das war jetzt Glück, dass ich das vorhin gebaute gleich gefunden habe. Und ich baue die immer so mehr oder weniger gegenüber liegend. Das erspart mir ziemlich viele ja, Wege, unnötige Wege und Zeugs und sowieso bla. Zusätzlich sollen die mal hier unten etwas abholzen. Nein, hier. Etwa so. Weil ich einen Platz brauche, wo ich meine Hühner hin tun werde, aufziehen, züchten werde. So, das geht fix. Einen Fischer habe ich noch nicht. Nein, habe ich noch nicht. Das macht gar nichts. Genau, 6 Bauarbeiter. Also wir haben jetzt noch 1400 Essen und es wird nicht mehr sehr lange gehen und es wird auf Null sein. Es geht verdammt schnell in diesem Spiel. So, jetzt werden die anfangen hier zu roden. Dann gleich 3 rein und hier gleich mal 4. Damit die Essensversorgung schon mal gewährleistet ist. Genau. Die roten, bis das Zeug hält, das finde ich gut. Ja, gleich mal kurz was trinken. So. Ja, ich habe hier noch ein Bier stehen, welches ich jetzt dann gleich aufmachen werde. Es ist 2 Uhr nachts. Ich hatte gerade Lust zum Zocken und dachte mir so, hey, warum startest du nicht einfach mal kurz eine Reihe Banished auf deinem Kanal? Gedacht, getan. Und hier bin ich nun. Ich hoffe, ihr findet das Spiel ebenfalls so großartig wie ich.
habe jetzt das Gebiet gerodet, damit es schneller geht, hier das Ganze zu reinigen. Ihr seht hier Remove 10 of 10, also 10 von 10. Das braucht immer ziemlich viel Zeit und manchmal geht das wirklich ewig lange. Ihr seht, das Essen ist jetzt schon auf 591 runter. Das geht verdammt schnell, leider. Ach ja, 2 Bilder. Und dann ein Fischer. Den setze ich mal auf den Weg. Denn Zeit ist Geld. Wie ihr ja vielleicht wisst, Geld keines, aber wirklich keines. In diesem Spiel gibt es kein Geld. Läuft. Ja, läuft. Das sind unsere Chicken. Ich hoffe, die haben ja noch überlebt. Ich hoffe, die werden auch weiterhin überleben, denn sonst haben wir ein Problem. Wir haben wieder 1000 Essen. Das finde ich gut. Ich werde jetzt auch gleich mal das Food Limit draufsetzen, gleich auf 10.000. Weil wichtig. Gut. Das läuft. Ja, die Fischritte hätten wir noch nicht gebraucht. Aber jetzt, wo wir sie haben, ist es auch nicht schlimm. Denn man kann hier ohne weiteres sagen, ich will, dass hier nur eine Person drin arbeitet. Und dann ist es so. Was jetzt noch fehlt, ist der Woodcutter. Der ist zuständig für das Feuerholz. Und das ist ziemlich wichtig. Den setze ich aus diesem Grund auch gleich neben die Stockpile, diesem Ding hier, diesem Platz, damit er so schnell als möglich an den Ressourcen ist, die er benötigt, um zu arbeiten. Gut, dann braucht er 3 Bauarbeiter. Die stelle ich jetzt auch gleich zur Verfügung. Das nächste, was ich dann bauen werde, ist die müssen einfach nur überleben und das ist alles in Ordnung. Eine Schule, denn ausgebildete Arbeitskräfte sind bessere Arbeitskräfte, wie so überall, auch in der Industrie, im realen Leben. Und ja, nicht nur in der Industrie, natürlich überall, wo es um Arbeiten geht. Genauso ist es auch in diesem Spiel. Gut. Dann ist er jetzt schon bald fertig. Und ich öffne jetzt mal kurz mein Bier. Man gönnt sich ja sonst nichts. Zum Wohl. Prost. Ach ja, Arbeiter, hier los. Falls es euch interessiert, es ist das Müllerbräu. Das ist aus dem Kanton Aargau. In Baden wird das hergestellt. Und aus meiner Sicht das beste Bier in der Schweiz. Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ja, ich bin Schweizer. Ich denke, das hört man ziemlich schnell mal raus aus meinem Dialekt. Gut, als nächstes will ich hier weitere Ressourcen abbauen, da mich das schon ein wenig stört, dass hier so viel rumsteht. Also, will ich hier mal was abbauen lassen. Es ist erstens gut, so gehen uns die Ressourcen
in den ersten Jahren nicht aus, so ist es bestimmt sichergestellt. Zudem will ich so schnell als möglich anfangen, Steinhäuser zu bauen. Und wenn man hier so schaut, Steinhäuser brauchen 24 Logs, 40 Stein, also 24 Holz, 40 Stein und 10 Eisen. Es reicht gerade mal für ein Haus im Moment. Darum brauche ich die Ressourcen unbedingt. So, das ist schon an seinem Limit. Wenn es ein wenig kläglich ist, das werde ich jetzt gleich mal auf 1000 erhöhen. Und ja, läuft. Es sieht schon mal nicht schlecht aus für das erste Jahr. Zugegeben, es könnte besser laufen, aber ich bin ganz zufrieden. Also mal die Schule in Angriff nehmen, die will ich hier haben. Jupp. Gut, dann Weg. So. Bauarbeiter, die legen dann auch schon gleich los. Hessika ist geboren. Hessika, hast du einen hässlichen Lehrer Check. Gut. Wir haben alles, was es braucht zum Überleben. Wir haben Essen. Wir haben Feuerholz. Wir haben noch Dings. Genau, Werkzeug. Aber ich denke, langsam und sicher werde ich müssen, einen Schmied einzustellen, weil wir keine Werkzeuge mehr haben, arbeiten die nur noch sehr langsam. Den Schmied baue ich direkt wieder hier in den Stockpile, wo auch das Material ist. Das verkürzt den Arbeitsweg enorm. Und ja, wir haben wieder etwas mehr Ressourcen. Jetzt habe ich gerade gesehen, hier hinten hat so viel Stein rumliegen. Den nehmen wir dann gleich mit. Damit wir auch dann langsam anfangen können, die Steinhäuser zu bauen. Gut, unserem Dorf scheint es gut zu gehen, soweit. Wir haben jetzt 27 Mitglieder in unserer Gemeinde. Wir haben genug Holz, wir haben genug Feuerholz, Essen, Stein wird sich jetzt dann langsam füllen. Eisen, ja, brauchen wir jetzt im Moment nicht, aber ja, es liegt ja noch genug rum. Wenn ich hier so schaue und hier, ja, das schaut nicht so schlecht aus. Gut, der Schmied ist gleich fertig. Gut, dann kann ich mal, ja, die brauche ich noch. Mal einen Schmied einstellen. Der macht jetzt mal Iron Tools. Man kann dann später, wenn man noch Kohle hat, sobald man dann die Mine hat, kann man Kohle abbauen. Dann kann man hier Stahlwerkzeug machen, was halt dauerhafter ist. Es hat eine längere Standzeit, also ja, einfach stabiler halt. Gut, das Essen stagniert etwas, aber das ist schon
Ordnung. Wir haben bereits schon 25 Hühner, die bereits schon 192 Eier gelegt haben diese Saison. Letzte Saison waren es noch 36. Jetzt haben wir 210. Es ist Frühling, ja, es wird Frühling. Die Kinder scheinen nur so rauszuflutschen. Das soll mir recht sein. Und jetzt fange ich auch schon an, die ersten Steinhäuser aufzubauen. Und zwar hier. Das wird mein neues Viertel. Idee. Nein. So. Bitte einen geraden Weg, dankeschön. So. Dann gleich hier mal das erste Steinhaus. Los, macht. Priorität erhöhen, bitteschön. 28 Hühner, gut. Also ich denke mal, sobald ich dann diese 66 Hühner habe, werden wir den Fischer gar nicht mehr brauchen. Jetzt im Moment, ja, da kann auch einer mehr drin arbeiten. 2. Wir hatten jetzt letzte Saison 195 Fisch. Ist jetzt nicht gerade viel. Nein, bitte 100. Aber ja. Ihr seht, es bleibt im Moment so wie bei etwa 200 Einheiten an Essen und jetzt durch das neue Gebäude wird es natürlich wieder etwas weniger. Diesen Weg bitte schön. Jetzt ich gleich mal drauf. Ja, ich weiß, Stahl ist das knapp. Dann kümmere ich mich gleich darum. Zuerst aber noch, bitteschön, hier ein Haus bauen. Ja, warum nicht gleich 2? Eisen, jawohl. Hier haben wir Eisen zuhauf. Also bitteschön, hier abbauen. Gut. Wir haben nun 28 Leute bereits bei uns in der Gemeinde. Das gefällt mir. Dann kann man hier noch einen mehr beschäftigen. Ich weiß, das Eisen ist knapp. Sobald wir hier 100 Werkzeuge erreicht haben, denke ich, können wir dann den Schmied auch mal wegnehmen und als Arbeiter lassen, also als allgemeiner Arbeiter. Jetzt auch hier diesen Woodcutter, der 200.000 erreicht hat. Ja, ich sag, also, ich denke es immer so, in diesem Spiel gibt es halt keine Währung, es gibt kein Geld. Hier sind die Arbeiter das Geld. Also was in anderen Spielen halt immer schwierig ist, zu Geld zu kommen, liegt hier die Schwierigkeit darin, zu den zu Arbeitskraft zu kommen. Weil, ja, ihr seht ja selbst, ich kämpfe an allen Ecken und Enden um Arbeitskraft. Und es reicht bei weitem nirgends aus, weil
Hier beschäftige ich zwei Leute, die brauche ich unbedingt. Wenn die nicht da sind, wenn ich jetzt hier eine Person wegnehmen würde, dann würden die Hühner reingehen. Gut, hier, naja, gut doch, den Fischer brauche ich, weil ihr seht, wir sind bei knapp 2000 Einheiten an Essen. Das heißt, ich werde schon bald anfangen müssen, Felder aufzustellen. Ich denke, hier ist ein schöner Platz für Felder. Natürlich ist es auch so, je mehr Häuser ich baue, umso mehr Leute können hier wohnen, umso mehr Kinder gibt es dann auch. Das Problem ist halt einfach, die müssen dann auch gefüttert werden und das braucht wieder Werkzeug und das braucht Holz, das braucht Förster und so ist man sehr, sehr lange damit beschäftigt, eigentlich ich sag's mal so, die Unkosten zu decken. Mit Arbeitskraft. Bis man dann wirklich so viele hat. Also in meinem privaten Spiel habe ich jetzt mittlerweile etwa 500 Personen in meinem Dorf. Und jetzt sind es langsam genug, dass ich immer so etwa 40 Laborer habe. Der Rest ist dann halt voll beschäftigt, also da ist jetzt alles voll, die sind rund um die Uhr immer am Arbeiten, auch in der Quarry, auch in der Mine, also im Steinbruch und in der Mine, Fulltime-Jobs und das braucht es dann halt dafür, aber 40, die ich eigentlich damit beschäftigen könnte, noch mehr ranzuschaffen. Das Problem ist dann einfach, ich habe da schon so viel Material, ich weiß gar nicht wohin damit. Selbst mit dem Handel, den ich da treibe, kommt bei mir immer die Meldung, dass die Lagerhäuser voll sind und ja, was will man da machen? Ich habe da rund, ich glaube 250.000 Einheiten an Essen, die, wenn ich alle Arbeiter einstellen würde, im Essenssektor in rund 2 Minuten weg wären. Ja, so ist das. Gut, ich brauche Arbeiter. Was fehlt? Oh, mir fehlt Holz. Gut, dann Holz noch. Holzköpfe. Anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, wo ich den zweiten Jäger hin tun soll. Vielleicht hier oder so. Oder wäre es vielleicht besser hier den Förster zu stellen. Ich weiß, ich brauche hier einen Weg. Also gerade nach oben verläuft. Und dann hier. Ja. Ist mir gedacht. Tunnel. Natürlich. Natürlich. Es ist
Das braucht 68 Steine, wir haben 650. Das macht gar nichts. Holz habe ich jetzt wieder genug. Jetzt können die wieder Stein sammeln. Stein sammeln. Dankeschön. Es sieht nicht schlecht aus. Wir wachsen und gedeihen. Und ich würde mal meinen, an dieser Stelle, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Banished. Ich werde gleich mal speichern. Hier seht ihr noch meine privaten Dingsens. Ihr wisst schon, da gab es mal eine Trollstadt. Da ist irgendwas verbuggt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Dann, ja. Dings und Bums und sowieso und überhaupt. Und Troll City oder Trolltown heißen wir ja. Wird jetzt ein nächstes Kapitel in Banished. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye.